Ich verhalte mich besser ruhig. So, jetzt sind wir bei der Rabenspitze. Oh, wird da geboten. Da komme ich rein. Ein Katapult. Warum wird diese Schlacht in keiner Sage erwähnt? Ich verhalte mich besser ruhig. Das sind die Kreaturen. Ich locke sie auf den See und dann bringe ich das Eis zum Bersten. Irgendwie. Auf den See. Welcher See? Dir wird niemand mehr opfern, Seher. Gepfählter Ritter. Dir wird niemand mehr opfern, Seher. Die Statue besteht aus Eis. Die Kreaturen müssen sie mit ihrer Magie geformt haben. Und da hinten ist der Höhleneingang. Der Weg zur Harfe muss durch diese Höhle führen. Ein Katapult. Da oben. Da die Mauern zerfallen sind, ist das Katapult jetzt genau auf den See gerichtet. Ja, ich sag mal. Ich muss mit dem Katapult oben schießen. Schau mal auf. Ein Pferdekadaver. Gottes Willen. Und dir da. Das ist das Pferd eines Ritters. Der Vorderlauf ist mit der Andergaster Eiche gebrandmarkt. Lange kann es noch nicht tot sein. Ja, möchte er denn? Da rumfummeln? Der Herr Firon wird es verstehen. Oh, schön. Dieses Stück Fell sollte genügen. Ein Stück Pferdefell. Der Herr Firon wird es verstehen. Da hat man Geschosse. Fleisch, Balisano. Lange kann es noch nicht tot sein. Ja gut, nimm mit. War die Brotzeit. Mehr brauche ich nicht. Das ist das Pferd eines Ritters. Der Vorderlauf ist mit... Der Herr Firon wird es... Die Mechanik. Mal sehen. Die Mechanik funktioniert noch, aber sie ist vereist und der Bolzenhebel zum Einrasten wurde abmontiert. Genau wie bei meinem kleinen Katapult. Mit der Kurbel wird der Wurfarm gespannt. Die Schlinge wird mit einem Stein beladen und dann der Hebel gelöst, um das Geschoss abzufeuern. Leider fehlt die Schlinge und der Hebel. Die Schlinge und der Hebel. Irgendetwas klemmt. Warte mal, klemmt. Ich schneide nicht wild herum. Gut, überzeugt. Bis ich damit das Eis abgekratzt habe, bin ich genauso erfroren wie dieses Pferd. Oder können wir vielleicht wegschmelzen. Sehr gut. Das Eis löst sich. Jetzt sollte es gehen. Schaut jetzt aus. Ohne einen Bolzenhebel, der das Zahnrad einrastet, kann ich hier lange drehen. Ein Bolzenhebel. Nimm ihn da her. Da helfen keine Schnitte. Da helfen keine Schnitte. Bei der Pferdefell. Vielleicht kann das Fell die fehlende Schlinge an dem Katapult ersetzen. Mein Kopf ist leer. Mist. Keine Zeit für Experimente. Die fehlende Schlinge. Wo denn? Das ist keine Hilfe. Hatte schon bessere Einfälle. Scheiße, irgendwo sieht man. Da er unten war. Aha, da schon er. Da vielleicht. Das Pferdefleisch.
Ja, das kann ich vielleicht. Schmeiß mir um. Eher steche ich mir die Augen aus, als dass ich diesem Götzen opfere. Irgendetwas sagt mir, dass diese Wesen eher an Seelen interessiert sind als an Fleisch. Warum wird diese Schlacht in keiner Sage erwähnt? Ist bereits in 2. Bereits in 2. Ja, kann ich denn? Warte mal. Da ist nichts mehr zu retten. Retten kann ich nicht. Irgendwie muss ich an den Kreaturen vorbeikommen. Ich verhalte mich besser ruhig. Ich verhalte mich besser ruhig. Scheiße, wo denn? Mein Kopf ist leer. Mist. Wozu denn? Wird doch nichts. Weiter, ich darf jetzt nicht an Essen denken. Mein Kopf ist leer. Mist. Wie komme ich darauf? Das lasse ich lieber. Natürlich nicht. Ja, die Frage. Rabenstatue, warte mal. Die kann ich doch. Komm, ist der Brecher? Das hier ist für dich, Rabe. Jawohl. So, jetzt mal schön die Dumme, praktisch. Das heißt jetzt, da wird mir frei bauen. Dann gehen wir da brennen. Der bei den Hebel. Für die Verteidiger muss es ein aussichtsloses Gefecht gewesen sein. Was ist das? Wobei, muss lang, oder? Der Hebel. Der Hebel gehört hier an das Zahnrad. Das Katapult ist nicht geladen. Wie auch. Die Schlinge fehlt. Die Schlinge fehlt. Haben wir da. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Oder nicht? Mein Kopf ist leer. Mist. Ich weiß nicht. Bei meinem kleinen Katapult wird mit so einem Hebel die Mechanik blockiert und dann das Katapult ausgelöst. So, jetzt haben wir es gespannt. Für einen Schuss muss das reichen. Aha, jetzt haben wir es. Und das damit beladen. Wie schaut das aus? Bereit? Das wollte ich schon immer mal machen. Und Feuer frei. Ja, sag mal. Der hat gesessen, der Schuss. Seht das, komm ich da hinten. Dir wird niemand mehr opfern, Seher. Der Rassen gibt es wahrscheinlich vermutlich nichts mehr. Wobei, der Opferpfahl. Den können wir da brauchen. Im Ganzen. Ich komme, Nori. Und dann wird der Rabe diesen Pfahl schmücken. Jetzt aber, eine da. Der Retternaht. In der Höhle des Löwen. Ja, da ist ja. Da die Haube. Nori, sie lebt noch. Dieses entsetzliche Dröhnen. Lange hält mein Verstand das nicht aus. Aber ich muss weiter. Die Krähen. Ich darf den Krähen nicht zu nahe kommen. Sonst liege ich bald neben diesem Gerippe.
Sie bewachen den Höhleneingang. Diese Biester bewachen den Weg zur Harfe. So, das ist heute doch immer nicht vorbei. Zeit für eine Krähenfütterung. Wie hat das Krähen? Habt ihr Hunger? Vielleicht wird das Fleisch die Krähen fortlocken. Ich muss es nur irgendwo gut sichtbar aufhängen. Kann passen, oder? Sag das. Ja gut, reib an. Wir wollen noch mehr Hunger kriegen. Nuri! Hey, schau sie an. Weg nicht von mir. Moment. Messer? Hol nicht mehr. Lass mich los! Nicht das schon wieder. Beim Feuer? Licht! Die Kreaturen mögen kein Licht. Und ausgerechnet jetzt komme ich nicht an meinen Feuerstein. Der Eiszapfen. Warte mal. Magic. Eine Rippe. Zu stumpf und brüchig für eine Waffe. Ich weiß nicht. Oder Kimmers, warte mal. Mir fällt dazu nichts ein. Das hilft auch nicht weiter. Licht. Die Kreaturen mögen kein Licht. Und ausgerechnet jetzt ist schon zerbrochen. Das Gerippe. Wozu noch mehr Schaden anrichten? Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Scheiße, Mann. Du jetzt. Nicht das schon wieder. Licht und aus. Zu stumpf und brüchig für eine Waffe. Zu stumpf und brüchig. Besser nicht. Aber. Achso, mein Messer. Warte mal. Wozu ein Feuer? Nein, Mann, kein Feuer. Warum ist immer alles unerreichbar? Das Messer aber repariert. Mein Arm ist zu kurz. Wie soll ich da rankommen? Jetzt aber. Ich habe es. Das ist für dich, Schmeißfliege. So, guck mal schön. Hier tut es der Stocher. Dieses Vieh. Nuri. Hey, schau das hier an. Sie sitzt da rum und klimpert. Nuri. Nuri. Wer bist du? Kannst du mich sehen? Ich bin es, Geron. Geron? Die Harfe hat dich herbeigerufen, wie der Vogelmann es gesagt hat. Ja, Ich wollte dir einen grünen Himmel malen, aber die Töne machen alles schwarz. ich werde dich von hier fortbringen. Irgendwie. So, da kommt der Pleitegeier noch daher. Müh dich nicht, Vogelfänger. Es gibt keine Rettung. Nuri und die Harfe sind eins. Sehr. Ja, ein Jammer, dass ich bin, wer ich bin. Dass ich sehe, was ich sehe. Und tun muss, was zu tun ist. Erwartest du Mitgefühl?
Ich bin nicht herzlos, Nachthaar. Ich nehme mir lediglich, was mir bestimmt ist. Und was ist das? Einst wurde mir Unsterblichkeit versprochen. Doch erhalten habe ich nur die Aussicht auf einen qualvollen Tod. Aber das darf nicht mein Schicksal sein. Die Götter haben noch eine Aufgabe für mich. Nicht grundlos wird die Gabe des zweiten Gesichts vergeben. Darum darf ich nicht sterben. Sterben wirst du aber. Ich werde dich rupfen und dann ausstopfen. Überlege dir deine nächsten Schritte gut, Vogelfänger. Es muss hier nicht enden, verstehst du nicht? Nuri ist nur Traumstoff. Der Zaubervogel, der zerplatzt, wenn du ihn greifst. Dort unten wartet das wahre Leben auf dich. Das Kräutermädchen wird dir viele Kinder schenken. Kinder, die keine Fee dir geboren hätte. Wie sieht es aus? Willst du mir dafür nicht etwas geben? Hast du nicht hergebracht, was mir gehört? Gib mir das Artefakt und ich lasse dich ziehen. So, jetzt mach mal. Nuri freilassen. Was gibt's denn da? Was willst du mit dem Reif? Soll dein Geist in meinen Körper fahren? Wahrlich, das wäre eine wunderbare Ironie. Doch warum Vogelfänger sein, wenn ich auch König werden kann? Was hast du mit Nuri gemacht? Lass sie gehen. Martere mich, wenn du ein Opfer brauchst. Du kannst sie nicht mehr retten. Die Harfe hat sie verschlungen. Jeder Versuch, sie zu befreien, wäre ihr Tod. Darum geht es dir? Du willst die Herrschaft über Andergast? Andergast? Nein. Ich werde über ein Reich der Träume herrschen. 1000 Traumsplitter offenbaren mir die Zukunft. Dann forme ich sie nach meinem Willen und werde endlich unsterblich sein. Sag mal, wir müssen das machen. Also, Nein, nein, es muss noch einen anderen Weg geben. vergeudete Gedanken, Nachthaar. Ich habe deine Entscheidung längst gesehen. Du wirst deine Hand ausstrecken und du wirst mir den Reif geben. Es ist unabwendbar. Das Artefakt aushändigen. Geht Das es? Artefakt, gib es mir! Ja, bitte, jetzt mach mal. Das müssen Tausende sein. Die Musik verwandelt die Krähen in Albtraumvögel. Ja, Vogelfänger. Dies ist der Augenblick, den ich schon vor Jahrzehnten sah. Doch diesmal habe ich eine Bresche in die Zeit geschlagen. Okay, sagt er. Mehr haben wir nicht mehr, oder wie? Wo geht denn durch? Gib nicht auf, Nuri. Scheiße, möchtest du aufmuntern? Bald wirst du frei sein. Dann fliegst du frei wie ein Vogel, hoch zum Himmel. Irgendwie bringe ich die Harfe dazu, dich freizulassen. Aber ich bin doch die Harfe. Und wenn ich nicht mehr spiele, bricht alles auseinander. Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Ich wollte dich retten. Mach dir keine Sorgen. Kobolde lügen auch oft. Und ich mag Kobolde. Oh, ist das rührend. Ich muss jetzt gehen. Nein, bleib doch hier. Der Vogelmann möchte, dass du alleine bist, Nein, damit ich dich nicht ablenke. nein, ich will nicht allein sein. Ich habe so lange gespielt. Ich wollte, dass du herkommst. Der Vogelmann hat es mir versprochen. So, jetzt Kimmer, moin jetzt. Die Harfe.
Ich glaube, da kann ich nichts machen. Bemühe dich nicht. Nichts, was in deiner Macht steht, kann das Instrument zerstören. Vielleicht mit dem Artefakt? Ein Netz und ein Köder. Aber der Rabe wird nicht blind in die tödlichen Seiten fliegen. Der Fokus. Ich verwende Nuris Tränen als Fokus für das Artefakt. So wie der Seher einst die Feder verwendet hat, um sich in den Rabenkörper zu retten. Artefakt mit Nuris Tränen. Hätte man ja haut zu. Ein Netz und ein Köder. Aber der Rabe wird nicht blind in die tödlichen Seiten fliegen. Oder doch nicht. Also gut. Hier hast du deine Krone. Trage sie, solange du lebst. Und jetzt? Du hattest nie vor, mich gehen zu lassen, nicht wahr? Sei zornig auf die Götter, Nachtar, nicht auf mich. Ungerecht scheint jedes Los, das sie uns auferlegen. Doch was ist dein Leid oder das Leid einer Fee gegen all die Leben, die ich retten kann? So, der Mann. Prophezeien oder provozieren? Provozieren. Einsamer Vogel. Irgendwann wird Boron alle Leben, die du gerettet hast, dennoch zu sich holen. Und in deiner Unsterblichkeit wirst du immer verbitterter werden. Die Zeit wird zäh dahinfließen und für einen kurzen Augenblick wirst du unachtsam sein. Und dann wird der Wächter der Zeit dich strafen. Der Wächter der Zeit? Der 13-Gehörnte, der angekettete Gigant. Verstehst du immer noch nicht, Vogelfänger? Der 13-Gehörnte hat keine Macht über mich. Es gibt keinen Wächter der Zeit. Es gibt keinen Satinav. Ja, Leute, haben wir es jetzt gerettet oder umgebracht? Nuri war frei. Und Geron kehrte mit ihr nach Andergast zurück. Dort ahnte niemand etwas von seiner großen Tat. Doch das kümmerte ihn nicht. Mit den Krähen hatten sich auch die dunklen Träume verflüchtigt. Und das Land fiel bald wieder in einen friedlichen Schlaf. Okay, Leute. Auf jeden Fall haben wir die Nuri gerettet. Den Abspann erreicht. Und das war's mit dem schwarzen Auge. Servus.